Freie Kettenglieder. Wer will schon Glied in deiner Kette sein? Fragte ich die Sozialarbeiterin Frau Winter, die mich kurz vor meiner Entlassung aus dem Knast noch einmal knackig bestellte, um mir letztmalig ins Gewissen zu reden. Sie hatte mir gerade zu erklären versucht, dass ich Glied einer Kette sei, also Kettenglied. Sie sind ein Teil einer Kette, Teil dieser Gesellschaft, die einer Kette gleichkommt. Toleranz und Respekt bedeutet das, Herr Rich. Sie schaute mich durch ihre blöde Brille an, als hätte sie mir gerade das Leben geschenkt, und dann sagte ich jenen Satz: Wer will schon Glied in deiner Kette sein? Womöglich noch genau vor oder hinter dir. Die Kette, von der Sie hier schwadronieren, taugt maximal zum Aufhängen. Frau Winter hieß nicht nur so, sie sah auch so aus. Schwarz-grau gesprenkelter Bürstenhaarschnitt und grau-schwarz karierter Hosenanzug. Die lebensmüden Schattierungen einer Nebenstraße, die sich der Winter sträubte zu verlassen, noch im Herbst, noch im März, wo Hoffnung Farbe bräuchte. Nun gut, Herr Rich, wir werden uns sicher wiedersehen. Sie sind einer von denen, die sich einfach nicht anpassen und anpassen. Fiel ich ihr ins Wort? Sie meinen wohl vor Kettengliedern, wie Sie eine sind, den Bückling machen. Den ganzen Tag nicken und jawohl schmettern mit Doppel-L. Ich erhob mich, nahm meine Tasche und war schon auf der Schwelle, als Frau Winters Telefon klingelte. Sie nahm den Hörer ab, ich drehte mich zu ihr um und dann bekam ich zu sehen, wie kleine Kettenglieder sich verbogen, wenn am anderen Ende der Leitung ein großes Kettenglied in den Hörer posaunte. Selbstverständlich, Herr Lemke, zwitscherte die Winter. Ich stell's aus, Herr Lemke. Ja, natürlich. Nein, keineswegs. Da bin ich Ihrer Meinung. Alles klar, Herr Lemke. Sie verdrehte noch einmal die Augen und zeigte mit dem Hörer auf mich. Herr Rich, der Vollzugsinspektor, tippte sie unablässig auf die Hörmuschel, als wäre der Inspektor gerade auf dem Weg durch die Telefonleitung. Er möchte Sie noch einmal kurz sprechen in seinem Büro. Sie wissen ja, wo das ist. Warum? Eigentlich bin ich entlassen und für heute reichen Sie voll auf, gab ich meinen Unmut kund. Die Winter verzog keine Miene, sie war eben eine Nebenstraße. Noch sind Sie nicht draußen, Herr Rich. Gehen Sie zu Herrn Lemke, vielleicht ist es zu Ihrem Vorteil. So seid ihr Kettenglieder, Vorteile suchen, vor allem eigene, deswegen dürft ihr hier auf euren Kettenglieder-Ärschen sitzen und mir auf den Sack gehen. Ich riss die Tür auf. Ich wünsche Ihnen jedenfalls eine erfolgreiche Wiedereingliederung. Du mich auch, grüßte ich zurück und verschwand. Mein Abholkomitee stand bestimmt schon vor der Tür, Franz und Tanja. Ich blickte auf die Uhr, kurz vor 8, Scheiße, was will der Lemke noch von mir? Irgendein Kettengliedergehen veranlasste mich, ihn aufzusuchen. Mit Schwung machte ich die Tür auf, die Scheibe erzitterte, ein wenig und auch Lemke. Hinter seinem Schreibtisch, kaum zu sehen, blass, feingliedrig, mit diesen ewig schreckgeweihten Augen, als würde er jede Minute ermordet. Wahrscheinlich war ich heute Morgen die zweite Bedrohung nach seiner Frau. Was ist? Bin auf dem Sprung, rief ich, drehte den Stuhl mit der Lehne nach vorne und setzte mich. Es gab Zeiten, da wurde an die Tür geklopft. Eine einfache Form der Höflichkeit, eine einfache, Herr Rich. Nichts, wozu man hätte studieren müssen, wenn man sein Leben würde nutzen wollen. Lemke sprach mit dem Blatt Papier, und auf das er kritzelte. Das konnte er kontrollieren, von dem ging keine tödliche Gefahr aus. Ich wusste nicht recht, aber wusste, dass ich ihm vor 3 Jahren seinen BMW mit Bleimännige an und zugestrichen hatte. Ich lächelte und sagte, bin das lange Stehen nicht mehr gewohnt. Ich legte meinen Kopf seitlich auf die Tischplatte, um Herrn Inspektor von unten hinter seine Brille zu gucken. Lassen Sie das, zählte Lemke und stieß sich vom Schreibtisch ab. In den Zeiten, die Sie meinen, brachte ich meinen Kopf wieder in Position, waren die Türen weicher. Was für Türen? Krächzte Lemke mit seinem Stuhl im Duett. Na, Sie sagten gerade, dass es Zeiten gab, in denen noch an Türen geklopft wurde. Ich bin der Meinung, dass in diesen Zeiten Türen wesentlich weicher waren, nicht so schroff zu den Händen. Und dann kenne ich Leute, um aufs Studieren zurückzukommen, die haben den IQ eines Kastenbrotes. Die sind reich und berühmt. Denen geht es besser als Ihnen, viel besser, obwohl es Ihnen nicht schlecht geht. Rich! Lemke ließ Luft in sich. Wie wollte er damit imponieren? Mir? Nicht mehr lange hin und ich bin öfter hier gewesen als der. Eigentlich wollte ich Ihnen noch ein paar Worte sagen in Bezug auf Ihre Entlassung, aber denken Sie daran, Rich, er legte seine Nase in Falten, die Brille hüpfte, der Staatsanwalt hat Sie im Auge. Da muss er mal zum Augenarzt, schlug ich vor. Sie kommen wieder. Sie sind renitent und unbelehrbar, drohte Lemke. Ihre Sprüche brauche ich wie der Papst Kondome. Mein Leben ist manchmal sehr traurig, da ist euer Kaspertheater eine prima Abwechslung.
Ich denke, Sie verschwinden jetzt. Lemke schwoll noch mehr an und ich erhob mich. Hatte ich vor. Viele Grüße an die Gattin, Herr Lemke, und Auto in die Garage. Sie wissen doch am besten, wer alles frei rumläuft. Ich beugte mich zu ihm hinab und fragte aufgeregt, das ist es doch, Herr Lemke. Er fingerte nach dem Alarmknopf. Ich quatschte weiter. Da studiert einer wie Sie und spart und kriecht und buckelt, bis er endlich ein richtiges Auto vor der Tür hat. Gut, der Schwanz wird dadurch nicht länger, aber wer raus! Hörte ich ihn kriegen, aber da war ich schon weg. Ich hielt das Gesicht in die Sommerbrise, die mich begrüßte, Sonnenstrahlen schmolzen ein paar Gitter von mir weg, nicht alle, an die drinnen reichten sie nicht heran. Es roch nach Freiheit, nach meiner Freiheit, nicht nach der vorgeschriebenen. Die Freiheit der Lemkes und Winters mochte ich nicht. Sie war unfrei, sie blaffte, heuchelte und machte einen krummen Rücken. Der Knast war eine fette Burg, ein steinerner Mixer, eine schlechte Menschenmühle. Man wurde oben reingestopft und kam unten gemixt und gemahlen wieder raus. Noch beschissener, nicht besser. Diese Mühle war zum Mahlen da, nicht zum Bessermachen. Ich wollte gar nicht besser werden, nur um die Jahre tat es mir leid, die Jahre, die der Mühlstein auch zerrieben hatte. Kaum war ich auf die Straße getreten, hörte ich Tanja irgendwo herrufen, du mach schon! Suchen sah ich mich um, wenige Passanten, wenige Geräusche, wenig Zuversicht, doch danach suchte ich nicht. Es war wie immer auf dieser Straße, die sich zwischen der Burg und dem Leben hinschlingelte. Dann sah ich ein Mercedes McLaren Coupé, das sich Franz die Mühe gemacht hatte zu besorgen, um seinen besten Kumpel in würdiger Manier zu empfangen. Das brachte wieder Ärger, weil das Ding nur geklaut sein konnte, aber Ärger war etwas für morgen. Nicht so würdig, aber sehr sexy, lehnte Tanja ihre spärlich verhüllten Titten zum Beifahrerfenster hinaus. Was ist? Fragte sie, der Champagner kocht fast. Ihren IQ nach müsste Tanja blond sein. Doch Tanja ist schwarzhaarig. Natur, wie sie immer betonte, wenn sie eine Zigarette in der Hand hielt und sich mit dem Mittelfinger eine Locke so von den Augen strich, dass einem der Schweiß ausbrach. Tanja tut der Seele nicht gut. Sie hat sich mehr den außerseelischen Dingen verschrieben, ganz außen denen. Die taten auch gut. Sie reichte mir ein Glas Dom Renard. Ich drehte mich noch einmal um zur guten alten Burg. Sollte man nicht tun, dann käme man wieder, sagt man in Filmen und Büchern, großer Käse, denn die letzten 7 Male hatte ich mich auch nicht umgesehen. Das ist Freiheit, Frau Winter, schrie ich aus Leibeskräften. 600 PS mit straffen Titten und einer Flasche Champagner, der so viel kostet, dass Sie da für eine Woche in Ihrer Abstellkammer hocken müssten. Frau Winter, das ist Leben, es atmet flach, aber jede Menge oft. Und als ich das Glas gegen die Außenmauer warf, hob die Burg ihre Augenbrauen. Und sie blickte mich an. Und sie lachte. Die Scheißburg lachte über mich und mein zwergenhaftes Gequieke. Wer zuletzt lacht, brummte sie. Und aus dem Lachen wurde ein Lächeln, und sie wusste mehr als ich, denn sie konnte noch viele Male zuletzt lachen, die geduldige Burg. Ich sprang ins Auto und Franz gab Gas. Nach einem Kilometer Höllenfahrt durch die Stadt hielt er und gab mir eine Rolle Geldscheine. Haben die Kumpels für dich gesammelt, grinste er durch seine falschen Zähne. Es waren knapp 2000 €, genau die würden für ein Wochenende mit Tanja reichen. Denn Tanja wurde auch von den Kumpels für mich gesammelt. Die Kumpels meinten es gut mit mir. Und nach 3 Gläsern nahm ich schon wieder nicht wahr, dass der Teufel mir die Hand reichte. Bereits am Montag drauf räumten wir 6 Vorstadtvillen aus, demolierten am Dienstag eine Kneipe mitsamt dem Wirt und einigen heldenhaften Gästen, knappten 2 Motorräder für ein 1,5 Promille Rennen und kurz bevor ich der Burg wieder in die Augen sehen musste, genau 8 Tage später, ließen wir noch 2 Arschgeigen nackt durch die Innenstadt laufen. Irgendwann im Gerichtssaal, der Ankläger schwebte bereits hoch, 3 Meter über seiner Paragraphensammlung, hörte ich die Burg wieder lachen. Das war immer so. Ich lachte, wenn ich ging, sie lachte, wenn ich kam. Hören Sie mal zu, Angeklagter! Kreischte der Staatsanwalt und wandte sich dem Richter zu. Hohes Gericht! Innerhalb einer Woche! Er kam um den Tisch herum getanzt und fast wäre er mit seiner zornig wedelnden Robe hängen geblieben. Innerhalb einer Woche beging der einschlägig vorbestrafte Angeklagte eine Kette von 6 Straftaten. Nicht eine, nicht 2, nein, eine Kette! Ich dachte gerade an Tanja, an ihre außerordentlich außerseelischen Fertigkeiten. Denn die Rede des Staatsanwaltes interessierte mich nicht, hatte man eine gehört, kannte man sie alle. Das Wort Kette jedoch ließ mich aufhorchen. Kette? Irgendwo hatte ich das schon gehört. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Die Winter hatte doch von einem Kettenglied gefaselt. Mensch, wenn ich nur mal richtig zuhören könnte. Herr Staatsanwalt, meldete ich mich zu Wort. Der Ankläger erschrak. Die Burg hörte auf zu lachen. Selbst der Richter erwachte.
als ich sagte, ich bin eben ein echtes Kettenglied.